5, wo wir zusammen beten. Wir sind heute nicht da, sondern im schönen Graubünden in der Schweiz. Es ist heute auch ein ganz spezieller Tag. Heute gibt es einen nationalen Gedenktag an die Opfer von Großmontana. Und das hat es in der Schweiz schon lange nicht mehr gegeben, dass ein ganzes Land Mhm. um 2 Uhr solidarisch einfach denkt an die Opfer und auch an die Menschen. Und darum ist es ein spezieller Tag auch für uns Schweizer, die Flaggen auf Halbmast. Aber heute wollen wir beten für die Ressourcen und dann für Großmontana werden wir dann am Nachmittag zusammen beten, für die gerne mitbeten wollen. Ressourcen sind ja nicht nur Finanzen, Zeit, es ist auch die Begabung, die Gott uns anvertraut hat, auch die Fähigkeiten. Susanne, wir werden heute in 5 Bereiche zusammen beten. Ja, genau. Und die Frage ist, wie investieren, und die Betonung liegt auf investieren, wir genau unsere Ressourcen, damit Gottes Reich gebaut wird. Und ich habe Matthäus 6, Vers 33 rausgeschrieben. Da heißt es, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und dieser Bibelvers, den kenne ich, mit dem bin ich wahrscheinlich schon aufgewachsen. Ich weiß nicht, was er bei dir auslöst. Bei mir lange Zeit wirkt er so abturnend. Okay, du darfst nichts für dich nehmen, du musst alles weggeben und so weiter und so fort. Aber was er aussagt, ist, dass genau mit den Ressourcen wir Saatgut haben, dass wir zuerst in Gottes Reich investieren sollen und dann kommt eine Ernte zu uns. Das ist ein Prinzip, nach dem haben wir unser Leben ausgerichtet und einfach erlebt, wie Gott wirklich gibt, mehr als genug. Und genau dafür wollen wir jetzt zum Anfang beten. Wollte ich sagen, es ist interessant, was dieser Text für dich auslöst. Für mich ist er nur positiv. Ich habe ja immer Säen und Ernten waren, meine Mutter hat uns immer, also unsere Eltern haben uns immer ein kleines Stück Land gegeben, einen Garten gegeben, also einen Acker. Und wir durften da es säen und pflanzen, was wir wollten. Und das haben wir jeden Frühling gemacht mit Begeisterung. Jedes Kind konnte das säen, was es wollte. Und dann, wenn der Herbst kommt, hat niemand gesagt, oh krass, ich habe alles Saatgut da reingeschmissen. Das ist einfach eine Logik, die Bauern nicht haben, die Menschen haben, die eben Säen und Ernten nicht mehr machen, wo auch jeden Monat das Geld auf dem Bankkonto bekommen und denken, das vermehrt sich ja gar nicht. Und doch, es kann sich vermehren. Also Finanzen ist das Erste, was wir beten. Paulus sagt, ob wir viel haben oder wenig haben, das ist hochinteressant. In allem vertrauen wir, dass Gott ist unser Versorger. Aber es gibt so ein Grundprinzip, Sprüche 3, Vers 9 bis 10. Das heißt, schenk ihm das Beste deiner Ernte, also der erste Teil von deinem Mhm. Gehalt, was du bekommst, geben wir weg. Und jetzt ist es einfach so, das ist ein Test, wo Gott uns testet. Die 10%, das Wort den Zehnten, wo man sich ja theologisch auch darüber streiten kann, aber das 10 heißt, es ist ein Test und Gott testet uns auch wieder, ob wir vertrauen, dass Gott wirklich auch, was die Finanzen angeht, auch uns versorgt. Und das andere ist eine ganz, ganz, ganz glasklare Logik. Das Reich Gottes kann nicht bestehen ohne Finanzen. Also Gott hat ja am Ende vom Tag irgendwie sich überlegen müssen, wie kann man das auch finanzieren. Das ist dann die andere Logik, weil du kannst nicht einfach nichts geben und sagen, das Gottesdienstgebäude, die Kirche, die Pastoren, you name it, Gott wird dann schon schauen, Gott schaut immer durch uns. Also, ich möchte jetzt mit dir zusammen beten. Ich kenne nicht deine Mhm. Finanzsituation. Hast du Schulden, vielleicht hast du nicht den Traumjob, dein Gehalt ist nicht, wo du willst, oder du merkst seit Jahren, du kommst bei diesem Thema wie nicht weiter. Dann sagen wir zusammen, es beginnt immer mit einem Gebet, das mag für Ja. die Welt lächerlich sein, ja, habt ihr das Gefühl, dass dein Gebet alles löst? Gebet löst etwas in die richtige Richtung. Vater im Himmel, ich danke dir für alles, Mhm. was du mir anvertraut hast, sei es wenig, sagt dir Paulus, oder sogar viel. Aber in all dem werde ich dir vertrauen, dass du dennoch und trotzdem mein Versorger bist. Und ich bete jetzt da, wo du eine Arbeitsstelle hast, wo du sagst, ich werde da nicht mehr warm, ich blühe da nicht mehr auf. Man kann für das beten und Gott bitten, dass er neue Türen aufmacht. Ich bete auch, dass der Geist der Schulden, diese Spirale, die nach unten zieht, ich mit deiner Hilfe stoppen kann. Und das sind schlechte Gewohnheiten, wo ich Dinge kompensiere, die mir gar nicht gut tun und dennoch, es gibt ja einen Kick im ersten Moment. Ich bete aber auch, dass du meine Finanzen, meine Investments vergrößerst. Ich bete auch für Vergrößerung, weil das, was man in die Hände von Gott gibt, das multipliziert sich. Es Mhm. multipliziert sich nicht einfach etwas losgelöst. Also ich bete jetzt einfach für deine Finanzen, dass wir sagen können,
Wir sind in einem Jahr weiter, Ja, als wir gestartet sind. ja, Und ich kann großzügiger werden. ja. Ja, Und das ist mein Gebet, dass wir in unseren Finanzen großzügiger werden, überhaupt in den Ressourcen. Das beginnt damit, dass wir eben eine Saat säen. Es ja, beginnt damit, dass wir sagen, und du kannst die Augen noch mal schließen und dir vorstellen und sagen, nicht das Geld gehört nicht mir, sondern Gott ist mein Besitz, mein Geld gehört Gott. ja, Und er ist auf dem Thron und ich bin rundherum. ja. Gott, du bist Herr über meinen Besitz. Und es geht weiter in dem, dass ich Großzügigkeit plane. Spontan ist gut, aber geplant, das heißt, das Budget so machen, dass Großzügigkeit auch möglich ist. Vielleicht ist das dein nächster Step. Und in Großzügigkeit wachsen kannst du, wenn du merkst, es kostet dich etwas. Wenn du ein bisschen einen Schmerz hast, weil du zeigst damit, dass du Gott mehr vertraust als deinem Bankkonto. Und ich bitte dich, Yes. Heiliger Geist, dass du uns in diesen Bereichen hilfst, dass wir uns stretchen können aus unserer Komfortzone heraus mit unseren Finanzen, damit du größer wirst in unserem Leben und Yes. in unseren Finanzen. Yes. Das zweite Ressource sind die Fähigkeiten. Wir sind alle beschenkt von Gott. Wir haben alle Talente, alle Fähigkeiten, alle. Und die Frage ist nur, wo schaut man hin oder ob man sich vergleicht. Das heißt, Mhm. in 1. Petrus 4, Kapitel 10, jeder soll dem anderen, jetzt Achtung mal, wir sind verbunden, mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Gott hat verschiedene Gaben gegeben, damit wir sie richtig einsetzen für die Sache von Gott. Also, auch die Fähigkeit, dass man eben auch in einer Kirche die Fähigkeit hineingibt, in einer Familie, in einem Freundeskreis, alle diese Dinge. Und jetzt gibt es für mich immer wieder einen Punkt, wenn man immer wieder dient oder auch gibt, ich nenne das Wort dienen, müssen alle am Ende vom Tag machen, kann sein, dass vielleicht nicht das Feedback zurückkommt, das man erwartet, man bekommt keinen Dank, kein Lob, oder es kann sein, dass man einfach müde ist und nicht mehr mag in dem Sinne. Es sind zwei Dinge. Wenn du verletzt wirst, ist es mega wichtig, dass du nicht die Verletzung tolerierst, dass etwas stoppt in dir. Das ist eine klassische Eigenschaft vom Teufel im Spiel. Das keine Rolle, wie und wann und ob du verletzt bist. Hauptsache, du bleibst verletzt. Aber es gibt auch manchmal einen Punkt bei uns Christen, wo man sagen darf, ich mache eine Pause, ich pausiere 9 Monate oder ein Jahr mal von einem Dienst. Das gehört auch dazu. Das ist gar nicht so schlecht, weil man nennt das ja Sabbatical, wo man sich wieder erneuert, die Batterien wieder volllädt. Und da ist auch wieder etwas, was Leute das Gefühl haben, ja, wenn ich da einmal Ja sage, dann komme ich nicht mehr raus. Und das ist schlimm. Sondern es gibt immer auch bei Gott eine Pause, die man machen darf. In dem Sinn. Und ich bete jetzt einfach, dass da, wo Gott dich hingestellt hat, in diese Gemeinschaft, in diese Kirche, in diese Familie, in deinen Freundeskreis, wo du bist, hast du eine Begabung Mhm. bekommen, um diese Community, um diese Gemeinschaft schöner und auch besser zu machen. Und ich danke dir für diese Fähigkeit, die du hast, weil niemand ist Superman und Ja. Superwoman, wo alles selber kann. So hat Gott uns nicht gemacht. Wir sind in der Demut, müssen wir uns gegenseitig anlehnen und wir sind abhängig Mhm. voneinander. Und das ist auch etwas, was Gott bewusst kreiert hat, dass niemand das Gefühl hat, ich brauche ihn niemand. Du kannst nicht essen, es sei denn, jemand hat gesät und hat das Mhm. geerntet und hat es in den Einkaufsladen gebracht und jemand hat es in das Gestell reingetan. Also alles ist connected. Und ich möchte auch da dich bitten, da wo ich enttäuscht bin, weil vielleicht Mhm. nicht gesehen, gehört oder gefördert geworden bist, so wie ich das mir auch vorgestellt habe, bin ich bereit, dass diese Verletzung meine Zukunft definiert. Und da, wo du wie auch mal zu mir sagst, es ist jetzt Zeit, einmal wie einen Sabbatical zu machen, auch mal einen Stoppknopf zu machen, bitte ich dir den Mut, das zu machen ohne schlechtes Gewissen und ohne etwas schlecht zu machen und ohne eine schlechte Ausrede zu bringen, sondern das darf man einfach. Punkt. Das ist wichtig. Man Mhm. darf eine Pause machen ohne Begründung, ohne was schlecht zu machen. Und es tut ab und zu auch gut. Und das sage ich jetzt bewusst als Pastor. Wir brauchen ja immer Volunteers, aber wir sind keine Sklaventreiber, sondern es gibt immer Seasons im Leben, wo man einmal auch eine Pause machen muss, weil es dir gut tut und der Kirche und sogar der Organisation.
Und dann gibt es die Zeit. Und dann gibt es die Zeit. Wir sind schon bei der Zeit. Da gibt es im Psalm 90, Vers 12 einen Vers, der heißt, in der Hoffnung für alle, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Mhm. Luther sagt, es lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das Ja. Problem ist ja nicht, dass wir keine Zeit hätten, alle haben gleich viel Zeit, sondern die Herausforderung ist, wie setzen wir die Prioritäten? Und genau da Yes. wollen wir heute hineinbeten, dass der Heilige Geist uns zeigt, wie wir die Prioritäten weise setzen können. Und genau deswegen beten wir Anfang des Jahres, Ja. diese Woche, wie wir das jetzt machen mit diesen verschiedenen Themen, die eigentlich unser Leben umfassen. Hier nochmal das Buch Lebe wie niemals zuvor, sind unsere Next Step. An dem richten wir, wie wir unsere Zeit unter anderem auch investieren, wo wir den Fokus legen. Ja, und wir können ich kann diese Gebetszeit mit euch nicht einfach machen, wenn ich am Abend immer spät schlafen gehe. Ich muss wirklich aufgrund von diesem Gebetswoche, und das ist ja nicht einmal im Jahr, wir haben dann noch auch 21 Tage im März und dann im August wieder. Das heißt, das sind mindestens etwa 5, 6 Wochen im Jahr, wo ich schon gezwungen bin, früher in das Bett zu gehen. Und das heißt, ich kann gewisse Dinge dafür nicht Mhm. machen. Und das ist einfach so, es ist eine Prioritätsfrage, aber man wird zu der Person werden, wo man eben etwas Gewicht gibt. Ja, und ich bete, Heiliger Geist, es gibt einen anderen Vers, wo es heißt, meine Zeit Ja, steht in deinen Händen. Und das ist vielleicht heute ein herausforderndes Gebet. Und yes, trotzdem öffne ich bildlich gesprochen meine yes, Agenda und lasse dich ja, hineinschauen. Du, Heiliger Geist, bist der wunderbare ja, Ratgeber. Zeig mir die Zeitfresser. Zeig ja, mir, wo ich Zeit investieren soll, damit sie sich multipliziert und vergrößert. Zeig mir, wo ich den Fokus setzen kann. Ich will klug werden. Ich will meine Tage weise nutzen. Und das ist mein Gebet. Danke, dass du mir mhm, da hilfst. Ich brauche Hilfe, ich erwarte meine Hilfe von dir. mhm. Vielleicht ist es auch aufgefallen, jetzt während Susanne gebetet habe ich da was getippt beim Computer. Das habe ich nicht zum ersten Mal gemacht. Das habe ich fast in jedem Gebet gemacht, wo wir gebetet haben. Und es ist nicht, dass ich abgelenkt bin, dass ich gleichzeitig E-Mails oder Telegram oder Instagram mache, sondern es ist interessant, wir beginnen zu beten und es kommt mir eine Sache in den Mhm. Sinn. Und das ist auch etwas, was ich dich motivieren möchte. Nimm ein Block Papier oder irgendetwas, während du in der Gebetszeit bist. Einfach schreib es auf, weil es ist eine interaktive Zeit. Es ist nicht einfach ein One-Way und hauptsächlich bin ja nicht abgelenkt und ich denke an gar nichts, sondern es ist eben ein Moment, wo Gott zu dir spricht und dann nimmt man das auf. Man sagt, wer schreibt, der bleibt, weil wenn ich mir das jetzt nicht aufgeschrieben hätte, ich sage es dir, wenn das Gebet zu Ende ist, sage ich, ah, da war doch noch etwas und in den meisten Fällen vergesse ich das wieder. Also ich möchte euch auch ermutigen, wenn wir beten und du merkst plötzlich, Gott spricht, stopp den Knopf, unterbreche es ganz kurz, schreibe es auf, weil es geht nicht darum, Hauptsache man betet die 20 Minuten durch, sondern es geht darum, dass man Gott begegnet, dass Gott Ja. einen Dialog in dir entwickelt. Das ist wichtig, weil wir hatten gestern ein Pastorengebet und ich war am Schreiben, sagt jemand, du bist immer am Schreiben, sage ich, ja, es tut mir mega leid, du betest und ich hatte Ideen ohne Ende und ich schreibe mir das auf und das ist nicht, dass ich nicht mit dabei bin, das ist ja die Idee vom Gebet. Darum, wenn du merkst, Gott spricht, hat das dann eben auch zu tun mit deiner Zeit, weil das kommt dann eben in deine Agenda. Ist auch wichtig. Das vierte, wo wir beten möchten, ist für die Schöpfung. Also wir leben alle in einer wunderbaren Schöpfung und das heißt ganz am Anfang, im 1. Moses, Jahwe brachte Gott als den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Das Bearbeiten und Beschütze heißt eigentlich wie ein Gärtner, der etwas schöner macht. Und unsere Aufgabe Mhm. ist nicht, die Erde zu zerstören, sondern sie schöner zu machen. Darum, wenn Leute sagen, das Klima verändert sich, es wird wärmer oder kälter, diese Debatte kann sein, ist für mich nicht mal die Debatte, ob es jetzt so stimmt. Es gibt auch die These, dass eben das Magnetfeld sich verändert und es wird wärmer, ob wir was machen oder nicht. Das hat mit dem nichts zu tun, dass wir für das, was Gott uns gegeben hat, nicht Sorge tragen, achten, ob es wärmer wird oder nicht wärmer wird. Das finde ich nicht die richtige Motivation, sondern die Motivation ist, ich spiele Golf und wenn man da ein Loch
in den Golfplatz hineinschlägt. Man nimmt das Stück Rasen und setzt es wieder hinein, damit es wächst und der nach mir kommt, einen perfekten Golfplatz hat. Also es gibt die Golfer-Etikette, wo es gewisse Dinge gibt, das macht man nicht, weil du spielst auch wieder. Das ist für mich ein Bild für die Erde, Dinge, die Mhm. man einfach wirklich nicht macht. Jetzt ist mir bewusst, das Thema ist komplexer, das es gibt, aber nichtsdestotrotz, es ist immer meine Frage, was kann ich tun? Mhm. Jetzt sagst du, ja, ich bin ein kleiner Tropfen von heißen Stein, weil was die in China und Indien machen mit fast 3 Milliarden Menschen, spielt das keine Rolle. Das ist nicht ein richtiges Denken, sondern vielleicht kann es sein, dass du weniger Dinge einkaufst, weniger verschwenderisch bist, kein Fußweight, die Kleider vielleicht ein bisschen länger trägst oder nicht so viele Kleider hast, Dinge reparierst, statt immer alles neu zu kaufen. Das ist heute ein Problem. Es ist heute billiger, was Neues zu kaufen, als was Altes zu reparieren. Und ganz, ganz bewusst auch zu konsumieren, dass man nur das kauft, was man wirklich braucht. Und dann hast du eben auch wieder Finanzen, um zu spenden. Ich sage es dir, wenn du beim Essen, bei allem, was du hast, ein bisschen weniger gehst, hast du auch mehr am Ende vom Tag, vom Monat, um auch zu spenden. Und das sehen wir ja, wenn wir fasten im März, wie wir plötzlich das und das nicht haben, plötzlich hast du Finanzen, die du vorher nicht hattest. Also ich bete einfach auch hier wieder, Vater, für diese wunderbare Schöpfung, die du uns anvertraut hast, diese Erde mit allen Gütern, mit allen wunderbaren Sehenswürdigkeiten. Und ich danke dir einfach, dass ich mein Herz dir hinhalten darf Mhm. und die Frage eben ich mir stellen darf im Gebet, was ist dann das, wo ich die Erde schöner und bearbeiten darf? Also wo legst du den Finger bei mir, wo ich deine Schöpfung ehre? Wo es nicht Mhm. mal darum geht, ob jetzt, wir die Welt zerstören. Ich glaube, die Welt wird sich immer wieder erholen, sondern es ist die Frage, wo kann ich mit dem, was du mir anvertraut hast, würdevoll, liebevoll umgehen, Mhm. so dass wenn Menschen nach mir kommen, sie sagen: „Wow, wie wunderbar ist das, was du gemacht hast, Gott, und wie wunderbar ist das, was du uns anvertraut Ja. hast.“ Es ist ein Gebet jetzt ein bisschen so, wo ich dich einladen will, einfach in den Spiegel zu schauen und sagen: „Okay, wo werfe ich Essen weg, weil ich zu viel einkaufe oder zu viel koche?“ Und das ist immer Finanzen, die man wegwirft. Das ist immer man ehrt die Ernte nicht. Es ist für mich nicht Reichtum, wenn man Dinge wegwirft. Es gibt Kulturen, man kocht immer mehr. Wenn man mehr kocht, ist nicht das Problem, aber dann wärmt man das wieder auf. Man braucht es wieder. Einfach, wo legt Gott den Finger, wo ich einfach, was die Schöpfung angeht, ich rede von der Schöpfung angeht, weil wir denken dann immer, wenn ich das mache, leben wir länger. Das ist wie beim Sport, wenn ich Sport mache, lebe ich länger. Nein, du kannst nicht, weil du Sport machst, länger leben, aber weil du Sport tust, ist die Zeit, die du lebst, lebst du fitter. Und ich glaube, das ist für mich das richtige Wort. Es ist auch nicht so, wie Christen sagen, ja, am Ende vom Tag, Gott macht eh alles neu, darum spielt das keine Rolle. Martin Luther sagt, wenn ich wüsste, die Erde würde morgen untergehen, ich würde heute nochmals einen Baum pflanzen. Das heißt, Hoffnung, um Dinge zu ändern, schiebt man nicht raus. Ja, und dann haben wir das Letzte, das ist Hab und Gut, das ist unser Besitz. Und da steht im 1. Timotheus 6, Vers 17 bis Yes. 19, ist ein Bibelvers, den ich direkt als Gebet sprechen möchte. Da hat es so viel Reichtum drin Mhm. und es heißt, denn Gott gibt uns alles reichlich. Und danke Gott, dass wir Yes. alles reichlich haben. Und schau mal über dein Hab und Gut, über deinen Besitz. Du hast alles von Gott reichlich bekommen. Der Besitz ist das Geschenk. Wir haben nicht Anspruch darauf. Es ist ein Geschenk von dir. Und wir sollen es genießen, heißt es auch in diesem Vers. Hilf uns, dass wir unser Hab und Gut genießen können. Und nicht nur, dass wir es für uns genießen können und für uns Essen bereiten können, so bildlich gesprochen, sondern, das heißt es im Bibelvers weiter, dass wir damit Gutes tun können, damit wir freigebig sein können, und hilf uns dabei wieder, die Mhm. Großzügigkeit fest einzuplanen. Und es heißt auch, dass wir bereit sein sollen, mit anderen zu teilen. Nicht einfach wahllos, sondern teilen heißt, ich investiere dort, wo Leben entsteht. Und am Schluss von diesem Vers heißt es,
So können sie das wirkliche Leben gewinnen. Mhm. Und genau das wollen wir mit unserem Hab und Gut dir Danke sagen, es genießen und dann freigebig weitergeben und Gutes tun und teilen. Das ist die Art und Weise, wie wir das Leben wirklich genießen können mit Mhm. unseren Ressourcen. Danke, hilfst Yes. du uns dabei. Ja. Mhm. Amen. Amen. Es ist so inspirierend, wenn wir zusammen beten dürfen mit Tausenden von Menschen von überall in dieser Woche. Das inspiriert mich wirklich, wenn ich das schaue. Von Hamburg über Wien, über München, über alle diese Länder, wo auch wir verteilt sind, von Bali. Das ist wirklich spektakulär. Ich meine das positiv, weil vor Corona hatten wir gebetet bei uns im ICF Zürich im Raum. Da wären 100 Leute gekommen und das ist auch schon viel. Man fährt hin und Traffic und diese Dinge. Aber dass man online beten kann und man ist verbunden, das ist wirklich in meinen Augen etwas, was uns hilft. Und es ist nicht mal, spielt nicht mal eine Rolle, von welcher Kirche du bist, weil online hat keine Mauern und keine Grenzen. Wir haben jahrelang davon gesprochen, Kirche ohne Wände. Und das ist mit online jetzt nur noch ist so, dass es hat keine Wände mehr. Wir haben dich nicht gefragt, von welcher Kirche bist du, welcher Status bist du im Glaubensleben, sondern einfach bet mit uns mit, teile es anderen Menschen, brauche es, was Gott zu dir spricht und sei ein Segen für die Community, wo Gott dich hineingesetzt hat. Nächste Woche geht es weiter mit Dave Kuhn mit Worship. Das ist auch etwas, wir haben uns entschieden, diese Gebetswochen einfach zu verteilen in Gebet, Worship und Bibellesen, damit es auch spannend bleibt in dem Sinne und auch ausgewogen bleibt, dass wir von allen etwas haben. Also sei gesegnet, bis nächste Woche oder am Sonntag. Bye bye. Tschüss.